zusammenzukommen und miteinander reden zu können. Я считаю правильным, что вы сказали по вопросам выборов и что вы сказали по роли Кадирова. Es ist auch richtig, das, was Sie für die Flüchtlinge fordern. Что вы требуете на тему беженцев. Und auch die internationale Gemeinschaft fordert auch ein Ende der Diskriminierung von kaukasischen, insgesamt nicht nur Tschetschenen, kaukasischen Bürgern in Moskau oder anderen Teilen Russlands. Также требует конец дискриминации граждан Кавказа, в Москве и других, составить давление, чтобы сделать возможными переговоры. Ich sehe zwei ernsthafte Probleme, zu denen ich Sie bitten würde, noch etwas zu sagen. И я вижу две серьезные проблемы, по которым я вас прошу еще кое-что рассказать. Das eine ist die totale Abneigung Russlands gegenüber jeglicher Internationalisierung des Konflikts. Первое – это абсолютное отклонение России в отношении всякой интернационализации этого конфликта. Das heißt Zulassung von Vereinten Nationen, OSZE допущение und so weiter. Объединенных Наций, Организации сотрудничества и безопасности в Европе. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie soll die Mitwirkung der internationalen Organisation, denn die wird bei jedem Friedensprozess erforderlich sein, gegen diesen erklärten Willen Russlands durchgesetzt werden. И поэтому вопрос, каким образом должно быть возможным соучастие международной общественности. Wir haben von der Radikalisierung eines Teils der Tschetschenen gesprochen. Das ist zum И Teil. второй пункт, вы говорили о радикализации одной части чеченского населения. Das ist natürlich aufgrund der Situation zum Teil verständlich. И это понятно, с одной стороны, учитывая всю эту ситуацию. Aber solange es solche schrecklichen Anschläge gibt, Selbstmordattentate und Но ähnliche пока существуют Anschläge, такие ужасные покушения, как самоубийство и так далее, wird es sehr schwer sein, zu Verhandlungen zu kommen. будет очень сложно дойти к каким-либо переговорам. Sodass ich meine, es muss unbedingt verhindert werden, dass diese Anschläge Я fortgesetzt считаю, werden. что надо обязательно избежать того, чтобы продолжались эти покушения. Ich habe mir heute die Website von Basajew angesehen, Сегодня посмотрел веб-сайт в интернете Басаева, der sich jetzt Abdallah Shamil Abu Idris nennt. который сейчас зовет самого себя Абдулла Базидович. Und der etwa so ein Schreckensregime will, wie die Taliban in Afghanistan errichtet haben. Und der von einem nicht endenden Dschihad spricht. Meine Frage an Sie, die habe ich auch schon vor Jahren gestellt und auch an die anderen, die ich vorhin genannt habe. Wie stark ist die Möglichkeit von Präsident Maskadov nun, mit diesen Kräften, diese Kräfte an dieser Tätigkeit weiteren Anschlägen zu hindern? Насколько сильно власть Масхадова избежать деятельности таких сил? Спасибо большое. Очень интересные вопросы. Относительно нашего вмешательства международного сообщества в этот конфликт. Was die Einmischung der internationalen Öffentlichkeit in diesem Konflikt in Gemeinschaft betrifft. Я думаю, что изобретать велосипед в этом отношении не надо и не нужно. Все эти Das Fahrrad muss man in dieser Angelegenheit nicht mehr erfinden, also alle diese Institute, die gibt es schon. Все эти механизмы существуют, и есть примеры в многих странах и в многих конфликтах. Alle diese Mechanismen sind bekannt und es gibt sehr viele Beispiele dafür in anderen Ländern. Я реалист, я не допускаю, практически даже не думаю и не желаю того, чтобы для разрешения этого конфликта было такого рода вмешательство, которое мы наблюдали в Югославии, когда начали бомбить Сербию. Also ich bin Realist und erwarte es absolut nicht und wünsche das auch nicht, dass solche Maßnahmen ergriffen werden wie damals also in Jugoslawien. Есть институты, и я абсолютно уверен в том, что ни одна из европейских стран не станет давить на Россию с требованиями прекратить войну в Чечне.
Also das war nur, ich erwarte nicht mal, also dass ein europäisches Land, also jetzt ganz hart also von Russland verlangt, sofort dort den Krieg zu beenden. Мне кажется, международные институты, членом которого является и сама Россия, Also ich denke, dass die europäischen Institutionen, deren Mitglied ja auch Russland ist, вот эти институты, и ООН, и Совет Европы, и Совет Европы просто должны обязать Россию выполнять те обязательства, которые они взяли на себя, когда становились членами этих групп. es müssen einfach diese Institutionen, also die UNO, die Europa hat, von Russland verlangen, also die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie eigentlich mit ihrer Mitgliedschaft eingegangen sind. Verlangen Sie seit Jahren. Нет, ну, к сожалению, очень плохо требуют. Ja, sie vielleicht fordern es, aber eigentlich sehr schlecht. Мне приходилось не один раз участвовать вот в этих встречах и в парламентской ассамблее, и встречаться с депутатами Европарламента. Also ich hatte nicht selten also die Gelegenheit bei diesen Sitzungen, also sowohl der Parlamentarischen Versammlung des Europarats als auch beim Europäischen Parlament. Я вам просто хочу напомнить 2000 год, январь месяц, когда парламентская ассамблея вынесла такую жесткую резолюцию. Ich will Sie nur daran erinnern, an im Januar 2000, also als die Parlamentarische Versammlung des Europarats also einen Beschluss gefasst С требованиями прекратить немедленно войну в Чечне. mit dem Beschluss nämlich also nicht sofort also diesen Krieg also in Tschetschenien zu beenden. И проставит вопрос вплоть до исключения России из Совета Европы. Und sogar die Frage gestellt hatte, Russland also aus dem Europarat auszuschließen. Но Совет министров Европы, даже не дожидаясь ответной реакции, сразу обвинил европейских парламентариев не в политической дальновидности и этим самым снял все эти вопросы. Aber die Ministerversammlung, also der Europarat selber, hat sofort also die Parlamentarische Versammlung also beschuldigt also mit politischer Kurzsichtigkeit und sofort war das vom Tisch. Теперь относительно второго вопроса. Jetzt zu dieser zweiten Frage. Насчет Басаева и идеи всемирного джихада. Was also Basayev und den nicht endenden Religionskrieg in Dschihad angeht. Нам нужно определиться, каким ресурсом пользуется Шамиль Басаев в Чечне и когда он совершает или же принимает на себя ту или другую акцию, проведенную на территории Wir Чечни. müssen erstmal untersuchen, also welche Ressourcen überhaupt Basayev hat und wann er und wie er nach irgendeinem terroristischen Akt dann darauf reagiert. Он использует именно тех жертв, которые были подвергнуты к насилию и прошли через мучительные унижения в контрольных или фильтрационных пунктах российских войск или российских баз. Denn er benutzt ausgerechnet die Opfer, die also die schlimmsten Erniedrigungen, die schlimmsten Folter in den Filtrationslagern dort erlitten haben. Когда президент Америки Джордж Буш заявил о том, что он знает, что у Аль-Каиды или у Усамы бен Ладена есть интерес в Чечне, почему-то он не развил и не сказал, что это за интерес у него там. Und als der Präsident Bush erklärt hat, also Osama bin Laden hätte also irgendwelche Interessen also in Tschetschenien, also warum hat er nicht dargelegt, welche Interessen überhaupt? Сегодня эксперты и люди, которые имеют какое-то отношение к Чечне, пытаются разобраться в этом явлении как смертники, как шахиды. Und es ist ja so, dass die Experten also versuchen, das zu beweisen, also mit den Selbstmordattentätern, mit den Schachiden. Задаются вопросами, где готовятся эти смертники, где эти лагеря по подготовке смертников. Und fragen jetzt, wo sind diese Lager, wo diese Selbstmordattentäter also vorbereitet werden, ausgebildet werden. Я ответил на этот вопрос. Вся Чеченская республика сегодня является лагерем подготовки смертников. Ich sage, dass leider also in ganz Tschetschenien zurzeit ein solches Lager ist, also wo solche Selbstmordattentäter entstehen. Вот этот интерес и есть и у Усамы бен Ладена, и у Басаева, у всех, кто сегодня готов вести нетрадиционными методами борьбу. Das ist tatsächlich auch das Interesse also von Osama bin Laden und von Basayev, die versuchen also mit solchen untraditionellen, unlauteren Mitteln also den Kampf zu führen. В первую очередь, чтобы их обезоружить, нам необходимо сделать мир в Чечне и прекратить насилие в Чечне. Der erste Schritt, also um ihnen das Handwerk zu legen, also um sie zu entwaffnen, das wäre also ein Frieden in Tschetschenien. И потом уже всеобщими усилиями вести борьбу с теми, кто против мира.
Und dann kann man gegen die vorgehen, und zwar gemeinsam mit allen Kräften. сказать свое мнение и свое понимание. Und was jetzt diesen endlosen Dschihad angeht, möchte ich Ihnen meine Meinung dazu sagen. Я считаю, что идеология всемирного джихада и идеология крестовых походов, возведенная в ранг международной политики, одинаково опасна для всего человечества. Ich bin der Meinung, dass diese Ideologie eines endlosen Dschihades, genauso wie also auch diese Kreuzzüge, die sind also, praktisch gesagt, was denn ist so? Идеология крестовых походов. Ja, sie sind also Feind also der menschlichen Entwicklung oder Zivilisation. Ja. Werden Sie freundlich mit zu Ja, übersetzen? ein Übersetzer, der Okay, dann zwei Sprachen. Geht ans Mikrofon und dann gut. Und nicht so lang. Okay. Also, russischsprachige Zeitung Europa Express. Und zwar, es gibt sowas im Leben wie... Я представляю русскоязычную газету Европа Экспресс. Она издается здесь тиражом свыше 110 тысяч экземпляров. Ich vertrete die russischsprachige Zeitung Europa Express, die hier mit einer Auflage von 200.000? Nein, von 110.000 hier in Europa lebt. Ja, und zwar der Verleger dieser Zeitung, so Leben das spielt, ist und war eigentlich einer der engsten Mitarbeiter von General Lebedь. Значит, издатель этой газеты был одним из... Wie es allen bekannt ist, der Frieden zwischen Tschetschenien und Russland ist möglich. И, как всем известно, мир между Чечней и Россией возможен. И не так давно, в 1996 году, und im Jahre 1996 fanden das Chassavyutische Friedensübereinkommen zwischen Tschetschenischer Republik und Russland. И в 1996 году состоялось соглашение о мире между, значит, Хасавюртское соглашение о мире между Чечней и Российской Федерацией. Von Seiten von Russland ist die von General Lebedь unterschrieben worden und von Tschetschenien ist vom Präsident Maskhadov. Это подписано вот договор президента Und da möchte ich auf die Worte von Gersakaev zurückgreifen, nämlich, dass es fehlt eigentlich an politischem Wille bei der russischen Regierung, so einen Frieden nochmal zu schließen. И хочу подчеркнуть слова господина Сакаева, что не хватает хорошей доброй воли заключить мир с Чечней. Politische Wolle. Und jetzt die Frage, wie erklären Sie die Haltung der jetzigen Präsidentin von Russland, Herrn Putin? Wieso fehlt ihm an politischem Willen, so einen Frieden zu schließen? Das war die Frage. Danke. ein paar Fragen sammeln, weil dann kann man vielleicht dann in deinem Blog dann antworten. Frage auch dazu eigentlich. Я буду по-русски спрашивать, потом очень коротко по-немецки. Поэтому auch auf Deutsch sagen. Und geben Sie Mikrofon vielleicht oder hier. Болгарской редакции BBC, для нескольких болгарских органов печати. Передаю вам симпатии очень большой части болгарского народа. Они знают, что означает русский кнут. Так что есть очень много людей, которые думают, что Ичкерия есть большая симпатия. Дополнение к вопросу господина. Не так ли, что не только правящие круги России, но, к сожалению, очень большая часть русского общества уже радикализируется, в смысле, что, я бы сказал, одичает. Значит, все более одичавшее русское общество. Это не большая ли опасность, даже так большая, как и позиция правительства? Я вам скажу, что по роду службы я здесь общаюсь с многими русскими. Ich sage jetzt gleich auf Deutsch, ganz kurz. Ja, ich werde es ganz kurz auf Deutsch ansagen. Среди русских здесь называют чеченцев и кавказцев только зверыми. То это нужно по-немски сказать. Только зверы, они другого слова не знают, кавказцы. Это первый вопрос. Значит, опасность радикализации русского общества. И второй вопрос. Не скажете ли, пожалуйста, какая была реакция русской стороны, официальной и неофициальной, потому что вы намекнули на ваше посещение здесь.
zwei kurze Fragen. Die eine war, die Radikalisierung in der tschetschenischen Gesellschaft wurde von Herrn Sakaev hier angesprochen. Nein, Herr Sakaev hat gesagt, dass die Radikalisierung in der tschetschenischen Gesellschaft eine gewisse Gefahr darstellt. Und ich frage, ob eine Radikalisierung nicht auch der russischen Gesellschaft vorhanden ist, und zwar nicht nur der regierenden Kreisen, sondern der Gesellschaft als solchen. Ich habe hier mit Russen ziemlich viel zu tun infolge meiner Arbeit. Ich stelle fest, dass eine Verwahrlosung eigentlich der moralischen Grundbegriffe in der russischen Gesellschaft stattfindet. Wenn von Kaukasien die Rede ist, dann wird nur der Begriff Tiere, Zveri, benutzt. Einen anderen Begriff kennen leider viele Russen nicht mehr. Die Frage war eben, ob diese Radikalisierung der russischen Gesellschaft von unten nicht auch eine große Gefahr darstellt. Die zweite Frage war, und die würde ich vielleicht auch an Sie, Herrn Meckel, stellen, wie war die Reaktion der russischen Seite, offiziell und auch inoffiziell, weil wir haben gehört, dass es doch irgendwelche Probleme gehabt hat auf diese Reise des Herrn Sakaev. Danke. Danke für die Frage. Чеченцы и чеченский народ с большим уважением относились к генералу Лебедю, Die Tschetschenen und das tschetschenische Volk haben also einen großen ныне покойному. Verehrung also Lebed Это был человек очень сильный и волевой. also ein sehr willensstarker Mann. Он практически сломал стержень этой войны. Und er hat einfach die Stereotypen dieses Ersten Krieges gebrochen. Но, безусловно, остановил и окончательно политически разрешил этот конфликт президент Ельцин. Aber dann dieser politischen Beschluss hat dann Jelzin durchgesetzt. Я в начале своего разговора говорил о том, что я не собираюсь вести антироссийскую пропаганду. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich hier keine antirussische Propaganda И я прошу мои слова не расценивать как антироссийскую пропаганду. Und deswegen möchte ich auch, dass man jetzt meine Worte nicht versteht. Я считаю, что Путин – это еще не вся Россия. Ich denke, dass Putin nicht ganz Russland ist. И разница между действующим президентом России и экс-президентом Ельциным можно сформулировать в двух словах. Und man kann also den Unterschied zwischen dem amtierenden Präsidenten Russlands und dem Präsidenten Jelzin in zwei Worten darstellen. Президент Ельцин при нулевом рейтинге был очень авторитетным президентом. Also der Präsident Jelzin, obwohl er ein ganz niedriges Rating hatte, war trotzdem eine Autorität in der russischen Gesellschaft. И мог принимать очень ответственные решения. Und er konnte auch also plötzlich verantwortungsvolle Beschlüsse fassen. Сегодня, имея 80% рейтинг, Путин практически не решает ключевые вопросы ни в России, ни в международной политике, ни по отношению к Чечне. Und Putin der heute also ein Rating hat von 80%, ist so, dass er selbstständig nicht in der Lage ist, einen Beschluss also zu fassen, also weder also in Bezug auf Russland noch also auch in der internationalen Politik. И отвечая конкретно на ваш вопрос, отсутствие политической воли. Сегодня Путин является заложником той системы, которая привела его к власти. Und Putin ist der Gefangene, die Geisel also des Systems, das ihn an die Macht gebracht hat. И вот эта система, и вот радикализация российского общества, я считаю, представляет большую угрозу для всего мира. Und dieses System, also die zu den jetzigen Erscheinungen, also in Russland führen, die Sie beschrieben haben, die halte ich tatsächlich für eine große Bedrohung, also nicht für Russland, sondern auch der Welt. Это ядерная держава. Denn Russland ist also eine Atommacht. Когда я говорю о радикализации, я имею в виду и российскую общественность, и чеченскую общественность. Und wenn ich von Radikalisierung spreche, dann meine ich also auch die russische Gesellschaft, genauso wie die tschetschenische. Если радикализованная часть Чечни имеет самую большую, Abgegeben hat, что для России и для российского руководства принципиально не важен статус Чеченской республики. Главное, чтобы не было, чтобы Чечня не являлась плацдармом агрессии против России. dann Putin hat erklärt, dass eigentlich der Status Tschetschenien also für ihn keine große Bedeutung habe, dass nur die Befürchtung da ist, dass also Tschetschenien zu einer Plattform werden könnte, also für andere militärische Mächte. Относительно российской общественности и тех форм, тех процессов, которые идут в России, Aber was die russische Öffentlichkeit angeht und an die Entwicklungen, die jetzt noch vor sich gehen, об этом говорит последние результаты выборов. darüber geben eigentlich die letzten Wahlen, die Ergebnisse der letzten Wahlen Auskunft. Об этом говорят последние процессы в России, которые идут направлены против бизнесменов. Das ist zum Beispiel auch der Prozess, also gegen die Entwicklung, also wie man mit den Businessmännern umgeht.
Режим и системы, которые привели к власти Путина, сегодня используют избирательные методы против каждого и отдельности. Und es ist so, dass das System, was Putin an die Macht gebracht hat, das benutzt jetzt. Она внутри Европы. Und wenn die europäische Öffentlichkeit meint, also Tschetschenien, da sei da irgendwo hinter den Bergen, sie irren sich, Russland befindet sich mitten in Europa. И последнее относительно реакции на мой приезд и визит в Германию. Vielleicht wurde ich damit, Markus Meckler. Я не хочу переправить, потому что я действительно не владею информацией, но что-то до меня доходит. А так, наверное, это Markus может ответить. Also was jetzt die Reaktion in Russland, also auf meine Anwesenheit hier in Deutschland angeht, möchte ich das Wort an Markus Meckel übergeben, weil ich nur so ein bisschen vom Hörensagen bekommen habe, was eigentlich dort vor sich gegangen ist. Vielen Dank. Ich möchte, bevor ich diese Frage beantworte, kurz noch etwas anderes sagen. Ich denke, dass die Aussage sehr wichtig war, die wir gehört haben, dass Ahmed Zakayev klar zum Ausdruck gebracht hat, dass Attentate gegen Zivilisten die Friedenslösung behindern. Ich denke, das ist eine Aussage, die nicht oft genug wiederholt werden kann und die, von der wichtig ist, dass allgemein weiter gesagt wird, dies ist die Aussage Ahmed Zakayevs. Пока я отвечу на этот вопрос, я хочу еще раз подчеркнуть, что я считаю правильным слова Ахмеда Сакаева, который сказал, что преступления в отношении гражданскому населению препятствуют мирному решению. И это было главное высказывание Ахмеда Сакаева. Ich denke, dass gerade diese Aussage sehr deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland, sowohl innerhalb der politischen Klasse sozusagen, aber auch in der Öffentlichkeit über Friedenslösungen geredet wird und dass dies zu einem Thema der Öffentlichkeit wird in Deutschland und in ganz Europa. И мне было бы очень важно, чтобы мы в Германии, в политическом классе, в общественности поняли бы этот вопрос как главный вопрос всех дискуссий в обществе в Европе. Friedenslösungen brauchen Partner und ich glaube, dass Ahmed Zakayev ein Partner ist. И мирные решения нуждаются в партнерах. И мне кажется, что Ахмед Сакаев является партнером, чтобы найти решение на этот вопрос. И поскольку мне известно, пока не было никаких официальных протестов. Es gab Telefongespräche. Состоялись телефонные Aber разговоры. darüber hinaus, wie wir wissen, ist in der Politik sehr viel anderes möglich. Das hat bisher nicht stattgefunden. Кроме того, как мы знаем, возможно, многое другое в политике, но такого пока не было. Ich habe heute ja einige Anrufe bekommen von russischen Medien. Я сегодня получил несколько телефонных звонков со стороны русских медиа, средств массовой информации. Deren Sprache war zum Teil sehr aggressiv. И их язык был частично очень агрессивный. Aber es gab durchaus auch zum Beispiel eine russische Zeitung, die sehr begrüßt hat und sich über diese Initiative gefreut hat. Была и русская газета, которая очень приветствовала эту инициативу и которая очень этому обрадовалась. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man solche